Das, was ihr hier vor euch seht, ist der dreifache Super Saiyajin. Den hat noch keiner geschafft, deshalb hat es auch etwas gedauert. Gamerb 98 Love, Gamerb 98 Love. Du kommst vom Bad zurück. Und dann grätscht Mrs. Fichterli mit einem Resub im 3. Monat einfach in meinen Stream einer. Mrs. Fichterli, vielen lieben Dank für deinen Resub. Weiterhin willkommen in der Bazi Gang und viel Spaß mit dem Emotes. Vielen Dank, meine Liebe. Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Mr. Boxer habe die Ehre. Mrs. Keksi, Mrs. Fort... Das kann ich immer noch nicht aussprechen, verstehe die Frage nicht. Mrs. Fortuo, du wirst wahrscheinlich nichts hören, aber trotzdem herzlich willkommen. Und der Mr. Herbert ist auch schon da. Grüß Gott beieinander. So, wir haben den drauf. Haben wir gut drauf, ich glaube schon, oder? Passt soweit und wie geht's dir? Ich kann nicht klagen. Ich kann ehrlich gesagt nicht klagen. Ja? Bei mir ist alles flauschig, wie man so schön sagt. Ja? War halt schon fleißig im Fitnessstudio. Ja. Hab mich schon ein bisschen. Ich hab's mir nicht nehmen lassen, Kinder, Leute. Ich bin so gehuckt von Elden Ring, dass das wirklich nicht mehr schön ist. Ich hab mir heute in Elden Ring tatsächlich noch ein bisschen umgeschaut. Keine Sorge, ich hab nichts Story-Relevantes nicht gemacht. Ich hab mir ein bisschen umgeschaut, ich hab Seelen gefarmt. Ich hab unbewusst oder ungewollt einen neuen Ort freigeschalten. Da hab ich aber sonst weiterhin nichts da. Das schauen wir uns noch miteinander nur mal an. Das heißt irgendwas mit Tafelrunde, keine Ahnung, weiß ich nicht. Schauen wir uns, wie gesagt, gemeinsam dann an, was da auf sich hat. Und ich habe den schwarzen Reiter von gestern, den wo wir da eine Stunde probiert haben, den habe ich heute im First Try geschafft, ja? Nachdem ich Seelen gefarmt habe. Also ist schon so ein bisschen die Vermutung gewesen, wie ich gestern gesagt habe, dass wahrscheinlich erst einmal Sinn macht, sich ein bisschen umzuschauen, ein bisschen zu looten, ein bisschen aufzuwerten. Und tatsächlich war der Boss dann relativ, also der Miniboss, sag ich jetzt einmal, war dann tatsächlich sogar relativ easy. Muss ich wirklich sagen. Wir kommen nicht ins Spiel, weißer Bildschirm und dann hängt es alles auf. Das ist aber komisch. Auf dem PC jetzt, oder? Ja, wahrscheinlich PC-Version. Also bisher, bis auf die Frame Drops, an denen sie ja mittlerweile arbeiten, habe ich bisher keine Probleme nicht gehabt im Spiel. Ja gut, den einen Grafikbug gestern, wo halt einfach der schwarze Reiter mit einem auf Stormtrooper aus Star Wars gemacht hat, wo er einfach in der Luft umeinander gesessen ist, habe ich jetzt eigentlich so noch keine Auffälligkeiten nicht gehabt. Aber das ist komisch. Habt ihr vielleicht in der Spieleinstellung, habt ihr schon mit dem Spiel gewählt generell, habt ihr irgendwie an die Einstellungen umeinander da? Weil das ist meistens auch so ein Problem von Spielen. Das weiß ich zum Beispiel nur aus Assassin's Creed. Wenn du so helligkeitshoch eingestellt hast, dann hast du manche Grafikfehler drin gehabt. Dann hat es da gewisse Dinge nicht angezeigt. Also, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, momentan. Ich hoffe, dass ich jetzt ins Spiel komme. Abgesehen davon, wenn ich jetzt nicht ins Spiel komme, haben wir sowieso ein Problem. Also, heute am Vormittag hat es zumindest ohne Probleme funktioniert. Schauen wir mal. Genau. Ich möchte heute auf alle Fälle einen Mainboss wieder probieren. Da, wo wir gestern noch ein wenig gelernt haben, den möchte ich auf alle Fälle wieder machen. Ich möchte mir aber heute noch ein bisschen mehr umschauen. Ich habe so einen kleinen Spot auf der Karte entdeckt. Es schaut mir an wie so eine Art Verlies oder wie so eine Höhle, Dungeon, weiß ich nicht. Das möchte ich mir auf jeden Fall anschauen. Und dann möchte ich vielleicht auch noch den goldenen Ritter von gestern noch mal probieren. Also schauen wir mal. Schauen wir mal, da muss man bis um das Simi ungefähr schaffen. Also so möchte ich von der Zeit her ungefähr streamen. Schauen wir mal, was wir unterbringen. Beim Starten von Steam, weißer Bildschirm und nichts geht mehr. Hast du Steam schon mal neu installiert? Vielleicht Steam einmal deinstallieren und neu installieren? Vielleicht da hat es wahrscheinlich irgendwas an der Anwendung. Also so her, das glaube ich ist nicht per se ein Fehler vom Spiel, sondern ein Fehler von Steam. Bist du noch kurz da, weil essen gehe? Aber was gibt's denn schon wieder kurz? Wir kommen nicht ins Menü.
Ja gut, aber das Herz, so von der Schilderung her zu sehen, eher an, wie wenn es ein Problem von Steam war tatsächlich und nicht vom Spiel. Weil ich habe jetzt vorher mal auf Twitch geschaut, es sind ungefähr, weiß ich nicht, wie viel es jetzt noch, aber vorher waren 100.000 Leute, die wo in Elden Ring drin haben. Also, weiß ich nicht. Chinesisch. Ja, bei uns gibt es halt auch noch gebratene Nudeln vom Chinesen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber gut, erst Arbeit, dann das Vergnügen, gell? Freunde, das ist eine altbekannte Weisheit. So, Leute, ich darf jetzt einmal ganz gar vorschlagen, dass wir jetzt nicht allzu viel Zeit verplempern, weil unsere Zeit ist ja halt tatsächlich ein bisschen begrenzt und wir müssen ja ein bisschen vorankommen, ja? Ich sage halt vorsichtshalber mal dazu, ich werde mir offstream des Öfteren auch mal in Elden Ring selber umschauen, weil das Spiel so massiv groß ist. Und da, ich werde nichts machen, was irgendwie für den Stream relevant war, aber so ein bisschen umschauen werde ich mich schon ein wenig auch. Ja, vor allem, weil meine Sucht in Elden Ring halt brutal reingekickt. Vielleicht machen wir sogar einen zweiten Charakter und spielen den dann offstream soweit bis zum Stream, aber muss ich mal schauen. So. Luxi, habe die Ehre. Grüß dich. Bayerischer Landsmann. Herbert, hallo und ciao. Heißt das jetzt praktisch, du gehst in die Arbeit, oder wie sage ich das? So, jetzt braucht Kixi noch schnell einen Flauschknädel und dann fangen wir an. Flauschknädel. Flauschknädel ja gut, normal hat jetzt so ein Flauschknädel am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, aber es ist ja doch schon fast abends. Und für das habe ich jetzt gerade auch aktuell keinen Reimspruch auf Lager. Ist ein Flauschknädel. Ein Oberflauschknädel, der ist momentan beurlaubt, der hat ein bisschen Magenprobleme, deswegen bleibt der brav im Stall und ruht sich aus. Ja? Der chillt sein Knirschein. Oder seine Hüften, keine Ahnung. Nein, ich gehe am Mozart beim Atem zuschauen und am Handy geht nur ein Stream. Achso, ja, okay, alles klar. Ja, unterstützen Sie, Mr. Herbert, unterstützt du meinen Mozart. Genau. Ja? Hasi und One Piece Intro läuft, geil. Coole Mischung, oder? Ist ein Flauschknädel. So. Und Paula, du musst jetzt mal ausgechillt, weil ich muss jetzt dann, ich werde jetzt wahrscheinlich gleich unflauschig werden dann. So, jetzt aber. Starten wir mal das Spiel. Paula ist einfach so cute, ja, vor allem ihre Augen. Vor allem ihre Augen. So. Und Elden Ring, wo ist auch sonst? Ich glaube, dass Twitch momentan so dermaßen von einer Elden Ring-Welle überschwappt wird, dass das wirklich nicht mehr schön ist. Aber ich kann es auch absolut verstehen. Das Spiel ist maßlos geil. Bisher, auch wenn es sauschwer ist. Aber es ist geil auf jeden Fall. So. Gehen wir da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. In etwa. So. Ich habe mich im Moment auf einen kleinen Stand der Dinge zu bringen. Also ich habe da gestern, beziehungsweise heute, nur 2 Orte entdeckt. Das ist wieder, wie ich gesagt habe, die Tafel der Gnade, das habe ich getriggert, nachdem ich mich noch von dem Bossareal da oben da oben geportet habe. Da ist dann auf einmal die Dame wieder an unserem Gnadenspot gesessen. Die hat dann gesagt, da gibt es sowas wie eine Tafelrunde. Dann haben wir uns da hin teleportiert. Ich bin dann aber sofort wieder abgezwitschert, weil ich das mit euch machen möchte. Auf alle Fälle bin ich dann da noch umeinander gerannt. Die Karten ist nicht aufgedeckt. Das habe ich aber erst gespannt, nachdem ich da umeinander gerannt bin. Und da hinter habe ich dann also einen komischen Spot gefunden. Ich glaube, dass das da war. Der hat mich dann da auf teleportiert. Das ist irgendwie komplett außerhalb von der Map schon fast. Aber das Gebiet da habe ich dann noch zufällig 2 so Gnadenpunkte gefunden, aber das ist Endgame-Gebiet. Also, holla die Waldfee, da laufen da ganz andere Viecher umeinander. Da habe ich mich dann quasi ganz schnell wieder verbieselt. Aber ich habe da immerhin eine goldene Saat gefunden.
Und was ich noch gefunden habe, das war dann da an der Kirche. Irgendwie so ein heiliger Tropfen oder heilige Träne, irgendwie sowas. Jetzt ist quasi die Heilwirkung von unseren 6 Tränke verstärkt. Also wir haben ja jetzt praktisch 6 Heiltränke auf +1, wenn man so will. Genau. Und was ich vorher erwähnt habe, ich möchte mir, weil das ist irgendwie so komisch, das schaut mir aus wie so ein Höhleneingang. Da möchte ich mal reinluren. Da kommt man bestimmt da irgendwie runter. Und dann werden wir schon sehen. Weil ich glaube, dass wir da haben wir ja gestern auch von der Brücke ein paar Mal runtergefallen. Meistens unfreiwillig. Also gehe ich mal davon aus, dass man da irgendwie herkommt. Jetzt schauen wir uns aber als allererstes einmal die Tafel der Gnade an, was da mit auf sich hat. Zum Zuschauen ist es auf jeden Fall nett. Ja, das glaube ich gern. Ich habe halt nicht wirklich viel gesehen bisher von dem Spiel. Also ich hab mich, was das angeht, das Szene umstellen, ja stimmt, da sagst du ein wahres Wort. Moment, super, jetzt habe ich es umsonst gesagt, oder? Okay, also nochmal kurz in der Zusammenfassung. Ich habe mich da umgeschaut, habe die 2 Dinger gefunden, außerhalb von einer verdeckten Map, jetzt in der Kurzfassung, ja. So, da habe ich eine Träne gefunden und einen Spot, der wo mich dann daher teleportiert hat. Das Ding da ist Endgame-Gebiet, da habe ich aber noch eine goldene Saat gefunden, da habe ich mich aber ganz schnell wieder verbieselt. Ich habe Seelen gefarmt, habe ich schon gesagt, und das ist eben, das ist getriggert. Ja, und da haben wir halt im Endeffekt sozusagen jetzt, wenn man so mehr hört. Jetzt muss ich gerade schnell, genau, ich muss das noch schnell umstellen, weil das nervt mich tierisch, dass ich ständig. Wir haben jetzt einen Fenstermodus, weil dann kann nämlich ich mit meiner Maus hin und her, weil das nervt mich nämlich ziemlich heftig, dass ich da ständig außertappen muss. Gut, so, und da haben wir jetzt Tafel der Gnade. So, was ist jetzt er? Da scheint auf alle Fälle keine Gewalt erlaubt zu sein. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Okay, das schaut mir so an, wie wenn das mehr oder weniger so eine Art Hut war. Da laufen jetzt allerhand, also da sitzen jetzt allerhand NPCs übereinander. Also eigentlich sowas ähnliches wie der Nexus aus Demon's Souls tatsächlich. Oder es scheint ziemlich groß zu sein. Da ist ein Schmied, von dem war gestern schon die Rede, dass wir dann unsere Waffen besser machen können. Aber sonst scheint es da jetzt nichts zu geben. Da sitzen halt lauter NPCs umeinander, oder was? Da muss ich mal schauen. Da geht's dann Keller auch noch oben, oder was? Tatsächlich, da hinten ist gesperrt. Da geht auch nichts. Ja gut, okay, aber was kann man da jetzt machen, ist die Frage. Das ist ja nicht umsonst. Da muss, also auf alle Fälle haben wir da schon mal einen Schmied. Da wo wir aufwerken können, wahrscheinlich. Achso, da ist noch einer. Ah, hello. You must be new here. Well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Okay, wir müssen mit dem seine Frau scheinbar finden, okay? I don't believe we've met. I'm known as D. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. Those who live in death should be left well alone. Ja, also Zombies praktisch. By a mariner among their number. Unless you wish to lay down your life in vain. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine Warnung ist oder ob uns einfach irgendwelchen Bums verzeiht, der wo eigentlich eh nicht relevant ist. I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations.
The strength granted us by the Two Fingers. Ah. Explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, righting rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. Ja, ich sag alles oder ich sag nichts? Ich sag alles. Tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the Two Fingers? Ach, der lernt uns praktisch sowas wie ein Wunder. Okay. Ja, gut. May the Nice. Golden Order Gibt's bestimmt noch mehr. Da ist auch wieder irgendeiner. Aha, der redet nicht mit uns. Was wollt ihr? Okay. Da kriegen wir eine Geste. Schön. Lädt mich aber, was schreckt mich, hey. Und was ist mit Ring 2? Eine Klangperle anbieten. Runenbogen. Oh, das ist ein Händler. Oha! Freunde, kommt uns die Waffe bekannt vor. Demon's Souls. Flashbacks. Krummsäbel. Langschwert. Dolch. Streitkolben. Kurzspeer. Hat der eine gute Geschicklichkeitswaffen, ist die Frage. Fingerinsigne. Ja, da kann man wahrscheinlich dann Wunder wirken oder sowas. Dreieckschild. Ist auch gefühlt in jedem Souls-Game vorhanden. Was ist das eigentlich? Blauer Losungsring. Antwortet auf einen Hilferuf von... Achso, okay. Was macht das? Gewährt bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Okay, ich verstehe die Frage nicht. Speicherstein erhöht die Anzahl der magischen Speicherplätze. Okay. Ja, das ist Soul-Spell Standard. Ich verstehe, ich hab schon mal so einen Steinschwert-Schlüssel gefunden, aber ich weiß nicht, was die machen, aber das erfahren wir mit Sicherheit nur. Was haben wir da noch? Eine Rüstung, oder was? Ritterrüstung. Ja, die wird uns schwer sein. Die wird man mir nicht drum gehen. Bogen. Eine Axt. Ja gut, okay. Die zwei, weiß ich nicht, ob die mal beieinander waren oder Hand oder... Keine Ahnung. Ich frag mich halt, wie die was verkaufen können, wenn sie sich offensichtlich eh nicht bewegen. Aber gut, dann haben wir da jetzt einfach einmal geschaut. Das ist eigentlich so eine Art Hub. Okay. Dann, Freunde, möchten wir jetzt eigentlich einmal das da anschauen. Der goldene Ritter war irgendwo da herum. Der stapft irgendwo da rum, wenn mir nicht alles täuscht. Den Schaum, zu dem kommen wir auch noch. Also den möchte ich nur mal probieren auf jeden Fall. Jetzt mag ich aber erst einmal wissen, was da auf sich hat, weil das schaut sehr, sehr verdächtig aus, wenn du mich fragst. Gut, dass man sich so schön Marker setzen kann. Ah, das ist also eh praktisch schon direkt da unten, oder was? Oh, dann nehmen wir Loot. Mehr Loot, mehr gut. Schauen wir mal, da geht's mit Sicherheit irgendwo oben. Ja, so schaut jetzt das ehrlich gesagt aber gar nicht aus. Aber riskieren wir hätte ich es jetzt ehrlich gesagt einmal nicht. Ja, da haben wir einen Schwammerl. Ah, da schau her, da schaut es eh schon aus wie gemeint. So, ja, dass man da irgendwie runterkommt. Wie groß das Gebiet einfach ist. Generell die Map ist einfach unfassbar groß. Was ist denn das da hinten? Keine Ahnung, was das ist, ich ignoriere es jetzt einfach einmal. Ah, 6. Da ist ein Eingang tatsächlich. Ja, dann werten wir mal rein. Was ist denn überhaupt eine Mine? Schaut mir aus wie eine Mine. Was haben wir da? Warum leicht ist so komisch? Nix risikofreudig. Na, heute ausnahmsweise mal nicht. Tunnel von Limgrave, okay. Ja toll, da haben wir schon einen Aufzug. Das gefällt mir schon wieder nicht. Oh, da haben wir... Oh, das ist gut. Da haben wir einen Ort der Gnade. Den aktivieren wir gleich mal.
So, das zerwergelt man jetzt einfach einmal. Okay, da ist ja so eine Statue. Ich hoffe, dass jetzt da nicht der Boss kommt, weil sonst bin ich schon wieder instant am Arsch. Na, da ein Gegner. Da leicht auf jeden Fall Apps. Aha, ich kriege eine Spitzhacke. Kann man da auch was da? Schmiedstein! Schmiedestein brauchen wir. Moment einmal, den brauchen wir doch, um die Waffen aufzuwerten, oder? Da war doch irgendwas. Oh, Freunde, das ist gut. Das ist gut. Da werden wir uns einmal ein wenig umluren jetzt. Jetzt pass auf, jetzt nehmen wir aber mal vorsichtshalber meine Waffen in Ohrhand, weil die Gegner schauen unflauschig an. Die schauen mir unflauschig an. Sei, habe ich die Ehre. Alles fit bei dir. Ich hoffe, du hast die ausgeschlafen. Der wirft mir den Stor noch mehr. Der ist unflauschig. Okay, die werden nicht einmal. Die werden nicht zurückgeworfen. Sitz. Ah, der versperrt mir mal dezent den Weg. Da ist ein Backstep ins Gesicht. Die gehen mir aber auch nicht wirklich verseelen. Wieder Schmiedestein, okay. Mehr Schmiedesteine haben mir gut, weil mehr Schmiedesteine heißt, wir können unsere Waffen weiter aufwerten. In der Hocken kann man sie leider nicht so geil ausschlupfen, weil jetzt versucht 6 Kaffee helfen auch nicht. Ja, 6 Kaffee machen die halt auf Dauer halt auch mehr miert wie mehr fit. So, da, von da oben haben wir gekommen. Jetzt pass auf. Ah, der grabt da wieder irgendwo umeinander. Den stechen wir auch mal unser Schwert dann anschei. Wieder Schmiedestein, okay. Das sieht man mal noch. Für alle Fälle. Okay. Da müssen wir uns genau umschauen. Oh. Den habe ich tatsächlich nicht können sehen. Schwert an Arsch ist gut. Lebt mir am Arsch. Schwert an Arsch ist grundsätzlich gut, ja. Wenn's der gegnerische Arsch ist. Eine goldene Rune, okay. Was haben wir da? Boah, leck ist doch finster, bist du bescheuert? Wehe, mich springt jetzt irgendwas an Flippe aus, ich sag's nicht, wie es ist. Ein Schmiedestein, ja gut, den nehmen wir. Nein, ich mich selber nicht, aber Gegner können mir ja ein Schwert da anschieben, so ist es jetzt nicht. So, da hinten haben wir den anderen abgestochen. Ja, da musst du aber schon gescheit lange haben. So. Ah, da ist schon wieder ein Aufzug. Von da haben wir aber jetzt nicht gekommen, oder? Nein, da haben wir nicht gekommen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie weit oben ich mag, aber es hilft eh nicht. Probieren wir einmal aus. Das schreit noch Ausrufezeichen. Halt, da war's weitergegangen. Ich hab's genau gesehen. Mir entgeht das nicht. Auf wieder. Ich hab das genau erlaubt, dass da weitergeht. Wie nicht von vorgestern, Freunde. Hab's genau gesehen. Ja, gut, die Frage ist, wie komme ich jetzt dann da. Ah ja, ich kann mich ja zurückporten, so ist es ja nicht. Du schau her. Da geht der Punk ab da drin. Sag ich schon. Da, Schwert an Anscheine, da gehst her. Aua. Ah, der ist getriggert. Aha, der kann mit der Laterne Flammenwurf machen. Alles klar, okay, ich hab alles gesehen. Aua.
Das Geschere an den Gegner ist, die fallen nicht zurück, wenn man schluckt. Die haben praktisch steinhart, sozusagen. Das ist tatsächlich ein bisschen tricky, wenn du mich fragst. Schimmerstein-Überrest, okay, 3 Stück. Na, immerhin. Ah ja, Jesus. Alter, wie weit gehen die Laternen? Das ist eine heftige Range. Ja, freilich, jetzt kommst du auch noch daher. Sonst noch was? Ja, das... Okay, nein. Da muss ich weg. Da muss ich weg. Die zwei sind zu heikel. Die zwei sind mir zu heikel. Wie jetzt? Ich kann gerade nicht aufrufen. Ja, I guess I'm dead. Was Materialien sammeln? Ah, das ist Schmiedestein, okay. Ah, ja, mit deiner scheiß Laterne. Ja, okay, geht die zwei wieder jetzt aktuell gerade ein wenig ein Problem. Die haben ganz komisch zum Bekämpfen. Ja, okay. Ist eh wurscht. Die haben ganz komisch zum Bekämpfen, die Viecher. Also wirklich, weil wenn du die schluckst, die staggern nicht zurück. Die haben praktisch wie Felsen, sozusagen. Ja, jetzt ist die Frage. Nehmen wir den. Massagetermin? Das ist sauer für den Montag. Okay, wir halten fest, in die Zwischenebene gehen wir nicht mehr rein. Das ist ein bisschen zu heikel. Das ist ein bisschen zu heikel. Wow, das war aber mal ein heftiger Frame-Drop, du. Darf man nicht so greedy spielen bei denen? Ja toll, das war mal sehr fein. Okay, das funktioniert geht tatsächlich nicht. Das undankbare Gegner. Lebt mich am Arsch. Alter. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich da eigentlich, glaube ich, noch gar nicht sein sollte. Kann mir gerade nicht helfen, aber irgendwie haben die Gegner schon sehr unflauschig. Ja, die da hinten, den lassen wir jetzt mal gehen. Das fahren wir gleich ganz nach unten. Ja, du hast da Ausrufezeichen SO nicht zusammengeschrieben, Mr. Seitsching. Der Bot kennt das natürlich nicht. Man sollte Ausrufezeichen SO halt dann schon zusammenschreiben.
Schauen wir mal, was es da noch gibt. Oh. Was bist du? Bist du flauschig oder unflauschig? Wahrscheinlich eher unflauschig, oder? Bisschen Blut? Großer Schimmerstein-Überrest. Okay. Was triggert denn er jetzt eigentlich? Ja, das kannst du da vergessen, dass ich mit dort renne mit den Zwalig. Messer am Popo. Krieg sie gar nichts. Sterben lassen, was soll ich auch damit? Nö. Okay, dann halt. Wenn's die unbedingt glücklich macht. Okay, der Hack geht da auch irgendwo hin. Okay, Backstep war jetzt nicht so am Start. Okay. Billiger, habe ich die. Einfach liegen lassen. Haben wir wieder einen Schmiedestein, das ist gut. Da müssen wir noch direkt einmal schauen, ob wir die aufwerten können beim Schmied. Billiger, alles fit bei dir? Schauen wir mal. Und sonst geht's da jetzt nicht weiter, oder was? Haben wir da praktisch alles. Ja gut, dann darf ich mal extrem Vollgas vorschlagen, wir holen uns die restlichen Seelen zurück. Und dann gehen wir wieder aus der Bude raus, darf ich sagen. Jetzt passen wir Obacht. Mal schnell das Fenster irgendwo an das Tisch haben. So ist fein. Gut. Weiter im Text. Wie viele Schmiedesteine haben wir denn jetzt da eigentlich? Kann man das irgendwo sehen? Inventar wahrscheinlich. Schimmerstein überall. Was macht der? Zerbricht das Juwel und verbraucht FP. Erschafft einen magischen Bolzen. Aha. Ruinenfremde Material zur Herstellung von Objekten. Was haben wir da? Benutzt dies um eine kleine... Ah! Die Runendinger, das sind praktisch sowas wie die Seelen, die wo man ploppen kann. Okay. Ja, nice. Wie viele Dinger habe ich jetzt da von denen? Hat man das da irgendwo? Hä? Ach da, Schmiedestein. Verstärkt Waffen bis zu +3. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Was du hoffst, dass du positiv getestet wirst. Wieso denn das? Wieso denn das? So, da holen wir uns jetzt schnell unsere Seelen zurück, die wo wir da irgendwo liegen lassen haben. Da liegen sie. Wo wir Sneaky Peek... Ja, ich hoffe jetzt nur, dass ich... nicht doch die Woche noch... Achso, okay. Entschuldigung, ich habe ein Wort überlesen. Entschuldigung, Mr. Billinger. Aber wissen Sie, wenn man im Fokus ist, da ist es nicht immer so einfach. So, Mangiare, du gehst jetzt einmal mit mir mit. Und zwar auf ganz flauschiger Basis, gell? Ja, genau. So ist er brav. Komm du da mal her. Damit wir uns zweimal getrennt voneinander unterhalten können. Kann er am Pfeil ins... Oha, Bogengeher, die ist sehr effektiv. I see. Warum nutze ich den Bogen eigentlich nie? Oh, der ist getriggert worden. Hey, hat der jetzt sein eigener Typenakzent oder was? Ja, das war so direkt. Sprengstein, okay. Mr. Werb, habe ich die Ehre. Alles fit bei dir. So, aber jetzt pass auf, da gibt's doch da bestimmt noch irgendwas, oder?
Na gut, oder auch nicht. Ach, der Bogen braucht scheinbar Mana. Ist das im Bereich des Möglichen? Pass auf, das, wobei, nein, das war direkt der Kass. Tatsächlich, der Bogen braucht Mana. What the fuck? Warum braucht der Bogen Mana? Verstehe die Frage nicht. Ja, helfe ich ein, schon, da gehst du her. Bei mir passt alles, Mr. Verb. Wieder Sprengstein, okay. Oh, da leicht was. Da schau her, da leicht was. Wieder ein Sprengstor. Mehr Schmiedestor. Mehr Schmiedestor ist mehr gut. Also ich jetzt da ernsthaft nur weiter, aber ich glaube, das ist keine so eine flauschige Idee. Wir haben schon ziemlich weit davor gedrungen. Ja, jetzt schauen wir nur mal und dann sehen wir schon. Da zippen wir uns einmal, wenn wir wieder Full Life haben. Ja, okay, da stinkt's noch, Boss, da gehen wir nicht weiter. Kannst du auch vergessen. Okay, da haben wir da mal gelootet. Das hat sich auf... Oh, wobei, da kann man uns eigentlich eine Markierung setzen. Wir kommen da Markierung, jetzt mal so wacht. Totenschädel ist automatisch Boss. Einigen wir uns drauf. So, da ist ein Totenschädel. Ja gut, vielleicht sollte... Der sollte vielleicht nicht unbedingt da daneben sein, da ist nicht Zeug. Aber da der man einen Totenschädel her, da ist wahrscheinlich ein Boss. Warum, was hat er denn rausgebracht? Habe ich die eingeschubst, dann Mr. Verb. Was ist jetzt da sonderbar? Wir haben alle geschubst, ich verstehe die Frage nicht. So, gut, dann haben wir das. Leute, ich mag jetzt den Ritter verdreschen. Nein, Moment, wir brauchen erst einmal einen Schmied. Als allererstes brauchen wir mal einen Schmied. Wo haben wir denn den depperten Schmied gefunden? Der war auch in irgendeiner so einer Kirche gesessen. Der war, glaube ich, da, oder? Kirche von Elle, wie auch immer. Reisen an einen Ort der Gnade von hier aus nicht möglich. Wie? Wie ist nicht möglich? Dann mach's möglich. Ja, passt schon, Keksi. Ja gut, wenigstens sind die Gegner alle weg. Das ist ja auch schon mal was. Kaido. Okay, ich kann da nicht reiten. Okay, alles klar. Ich bin doch safe tot, wenn ich da oben springe. Das kannst du am Bläden verzeihen. Wie komme ich da jetzt wieder raus und ich stirb? Gar nicht. Ach, da ist ein Vorsprung, oder? Da ist mir das. Nein, da ist ein Vorsprung. Da schau her. Ah! Ja, aber der Aufzug ist ja oben. Aber da unten kann man Heavy aktivieren. Da kann man Heavy aktivieren, Freunde. Nimm so einen Regenbogenstein und schmeiß ihn oben. Wie Regenbogenstein? Gut. Wollen wir einfach wieder ganz offen. Dann wird es schon recht werden. Ah ja, okay. Ja, dann können wir wenigstens da wieder raus. Das ist ja schon mal gut. Aber, Freunde, der Abstecher, da hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der hat sich... Oder Leuchtstein, muss man im Inventar schauen, was? Leuchtstein. Höhlenfragment. Sprengstein. Goldene Saat. Ja, da brauche ich jetzt 2. Da ist noch Schmiedestein. Steinverschlüssel. Mr. Billiger, ich weiß nicht, was man sagen mag. Ja gut, ist egal. Was untersuchen? Achso. Ja gut. Oh, ich hab da gerade einen Gang entdeckt. Freunde, ich hab einen Gang entdeckt. Das mag ich jetzt sagen. Das hilft jetzt alles nichts. Ich mag wissen, was in dem Gang drin ist. Aha, da ist ein Item. Was safe nicht unbewacht ist, oder? Ah ja, okay, gut. Goldene Rune, Stufe 4, einmal, okay. Und da war aber noch einer. Ich hab's genau gesehen.
Es ist schön, dass der Weg mit Kerzen markiert ist. Da weiß man genau, wo man hin muss. Freunde, das ist sehr zauberhaft. So, da war nur ein Gang. Wir noch mal aufgefahren. Der war auf der hinteren Seite, meine ich. Oder war der da auf... Nein, da haben wir runtergekommen. Da war auf jeden Fall nur einer. Da ist einer. Ah, da können wir nicht hin. Okay, ja gut. Wahrscheinlich können wir schon, aber ich weiß halt gerade nicht wie. Ah, so, okay. Also praktisch einmal einen Todessprung machen, ohne zu sterben tatsächlich. Okay, alles klar. Ja, okay, gut. Aber da draußen schaut es ein wenig besser aus. So, ich möchte jetzt schnell wissen, ich glaube, das ist da gewesen, da wo wir den... Genau, da wo wir den Schmiedeamboss gefunden haben. Weil dann kann man unser Katana jetzt tatsächlich einmal ein bisschen aufwenden. Was ist mit mir? Gandalf, bist das du? Ja, Moment einmal. Ich mag jetzt erst einmal eins nach dem anderen. Jetzt überfordert es mich komplett. So. Ach, da kriegt man auch einen Schmiedestein. Ja, toll. Okay. So, Waffe verstärken. So, das oder? Kann ich das noch mal machen? Ah, das geht sogar nur einmal. Wir haben ein solides Uchi-Katana auf +3. Das ist ja schon mal was. Wir haben übrigens eine B-Skalierung tatsächlich. Heilige Scheiße. Das ist gut. Das ist gut, das nehmen wir, Freunde. So, was ist jetzt mit ihm da? Oder mit ihr? Bist du Freund oder Feind? Ich tippe jetzt mal, dass du Freund bist, oder? Was ist mit dir jetzt? Hallo? Aha. Was? Warum wird mir das 3-monatige Abo-Jubiläum angezeigt? Das habe ich doch schon gehabt. Gute Frage, Mr. Werb. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Mr. Werb, du bist jetzt gerade ein wenig überfordert. Überfragt. To call forth the spectral steed named Torrent. Ach, die spawnt da erst, wenn man... Oh ja, da musst du ja brutal Backtracking machen. Die spawnt nämlich, die ist nämlich beim ersten Mal nicht da gesessen. Die spawnt nämlich wahrscheinlich nur, wenn man das Spektralross, also unser Reittier hat. Die hat 4 Arme, by the way. Die hat 4 fucking Hände. Das ist ein Machomai in weiblich. Mit Hut. Und mit Kleidung. Geisterrufende Glocke, okay. Asche der einsamen Wölfe. Was? Summon them with it. From ash and return to the Erdtree. The spirits will obey thine command but briefly. As they recall battles past. Now it is thine. To do with as thou wishest. Geister herbeirufen. Mit der Glocke eines Geisterrufers könnt ihr mit Asche verschiedene Geister herbeirufen. Das Herbeirufen braucht gewöhnlich FP. Aha. Ihr könnt immer nur einen Geistertyp auf einmal herbeirufen. In Mehrspielerpartien könnt ihr keine Geister herbeirufen. Ja, das war fast ein wenig OP, wenn du mich fragst. So, was? Machen wir ein weiblich mit Hut. Ja, ist doch wahr. Ja, aber, hä? Moment mal. So. Asche der einsamen Wölfe. Ruft 3 einsame Wolfgeister herbei. Ja, und jetzt? Was kann ich da jetzt machen? Wir waren der Trainer, was mit dem machen? Bist du blöd? Ja, aber jetzt, Moment. Hab ich da jetzt nicht gerade wieder so Glocken gekriegt? Da brauchen wir doch die Glocken dazu, oder? Ich kapier's nicht. Oder muss man den Schnellinventar? Das kann natürlich auch möglich sein. Hä? Mr. Bellinger, können Sie mir da mal weiterhelfen? Wir können die Glocken brauchen wir wahrscheinlich für irgendwas, oder?
Oder ist das eine Waffe? Das kann natürlich auch möglich sein. Na, Waffen ist auf jeden Fall nicht. Okay, schauen wir mal ins Inventar. Ich muss ja irgendwo sein. Da ist die Glocke. Eine Glocke, die verschiedene Geister aus Aschen herbeiruft, okay. Ja, schau, im Inventar. Das ist mir jetzt schon bewusst, dass das im Inventar ist. Aber das musst du ja irgendwie ausrüsten können, normal, oder nicht? Oder bin ich grad blind? Ich versteh's nicht. Forgive mine intrusion, Tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the Tarnished tire of obeisance to the two fingers? Die verdödelt sie jetzt, oder was? Ah ja. Ja, merci für deine Glocken. Ich weiß zwar nicht, wie ich es hernehme, aber das werden wir schon immer noch mehr herausfinden. Talisman, okay. Ja, gut. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, ich glaube, dass wir uns jetzt einmal den Ritterzipfel... Oh, was ist denn das? Da haben sie ein Bier verloren, da schau her. Wildes menschliches Machen, man ist geflüchtet. Ja, so ungefähr. Der Goldspacko, der war doch da errentet, oder? Der Goldritter Spacko. Müssen wir mal schauen, ob wir den jetzt einmal herwerden, oder? Ich bin guter Dinge. Müssen wir halt wieder Learning. Ja, Learning and Earn. Learn and Earn. Ja, da hinten stachselt er immer noch. Da siehst du, das habt ihr schon gesehen. Was ist denn das jetzt für ein Tor da auf der linken Seite? Na ja gut, das wird man schon irgendwann noch mal rausfinden. Ich hab keine Ahnung, wie man das Ding hier nimmt. So, Django, jetzt bist du aber fällig, gell? Glaube ich. Vielleicht bin ich ja fällig, das kann auch möglich sein. Ah, ich glaube, dass ich ja fällig bin, aber gut. Ja, wir machen auf jeden Fall mehr Schaden. Aua. Ja, das ist mal, Freunde, der Mann ist machbar. Ja gut, raus. Okay, aber der geht. Den kann man machen, das ist überhaupt nicht schlecht. Du kannst die Wölfe beschwören, die du gerade gekriegt hast. Ja, das weiß schon, dass man die irgendwie beschwören kann. Ich will nicht mal wissen, wie. Wie beschwört man die? Ich hab da so Glocken gekriegt und weiß nicht, was ich machen soll damit. Aber Freunde, der Sonne, der Typ ist definitiv machbar. Der ist nicht so. Der ist mit. Hast du den Boss jetzt geschafft? Einen Mainboss machen wir noch. Na, ich hab heute off-Stream, Mr. Shadow, abgesehen davon, habe ich die. Ich hab heute den Dunkelritter noch fertig gemacht. Und jetzt möchte ich den Typen da verhauen und dann möchte ich den Mainboss nochmal probieren. Du musst im Inventar auf die Wölfe klicken, was? Du musst im Inventar auf die Wölfe klicken. Nutzen. Aha. Und achso, die laufen wir noch. Aha. Ja, zauberhaft. Ach, die greifen den an, oder was?
Alter, das ist ja voll geil. Ach, die Kinder noch was. Ach so, die haben da eigene Lebensleisten. Alter, das ist ja komplett broken. Alter, die fetzen den einfach komplett. Überwiegend. Aber. Ja, die haben gut was geholfen auf jeden Fall. Ah, das war zwei grün, okay. Alter, der Schildschlag macht brutal viel Schaden. Ah ja, der hat einfach gleich mit 3 Meter geschlagen. Okay, alles klar. Aua. Ah, schade. Das geht aber nur, wenn es links das Tor anzeigt. Aber kann ich, Moment einmal, kann ich das irgendwie ein Schnellinventar da oder so? Geht das? Also die Wölfe-Dinger, da kann man die da irgendwie da einer da? Ah. Ach so, und jetzt wenn ich... Ach so. Ah, okay. Also ich brauche jetzt nicht zwangsweise die Glocken, sondern... Ah. Okay, ich hab's verstanden, Freunde. Wird der Boss auch abgelenkt von denen quasi? Oh, ich hab grad miese Frame-Einbrüche. Alter, die Hunde, die haben weil pervers. Okay.
Ah, der wischt er mir trotzdem noch. Schade. Oh, was? Okay. Ich hätte eigentlich gedacht, gut, dass ich durchkomme, aber ich hab ihn fast. Also den schaffen wir definitiv. Also da bin ich jetzt guter Dinge. Aber die Wölfe, die haben aber komplett broken. Das ist ja unfassbar, was die helfen. Gibt's da, ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass du, dass du mit der Zeit noch andere so Geisterdinger findest, oder? Ist das im Bereich des Möglichen? Das kann man gut vorstellen, weil du wirst ja nicht denn nur die Wölfe ständig haben. Hey, Bro, was... Die Hitbox ist noch ein bisschen komisch. Okay, der erste Hund ist schon mal weg. Der zweite Hund... Okay, jetzt helfen uns mir nicht ganz so viel. Hey, Bro! Ernsthaft? Die hauen voll auf den... Okay, der hat eine komische Hitbox. Oh, wow. Ja, natürlich. Okay, alles klar. Hey, wohin? Freut's dich nicht mehr jetzt, oder was ist mit dir? Okay, aber der hat echt eine ganz komische Hitbox. Das ist echt weird. Check's nicht! Wie kann der mich erwischen, wenn ich durchrollen? Boah, die Frame-Einbrüche, die haben halt... In einem Bosskampf Frame-Einbrüche, die haben halt übel. Ja, wie kann der mich da erwischen? Ich roll ihn komplett durch seinen Schlag durch. Wie kann der mich da erwischen? Verstehe ich nicht. Aber der ist eigentlich nicht schwer. Der war eigentlich überhaupt nicht tragisch. Vor allem, wir machen mal guten Schaden im Vergleich zu gestern. Gestern haben wir fast überhaupt keinen Schaden nicht gemacht. Abgesehen davon. Aber den können wir schaffen, definitiv. Ich verstehe halt, wie gesagt, nur seine Hitbox nicht. Die ist echt sehr seltsam. Vielleicht sollte ich mir ein wenig mehr von den Felsen da fernhalten, weil das blockiert mich eigentlich mehr oder weniger beim Rennen. Sieg, aber der. Ja, komm halt dann her. Was ist denn? Oh, Wölfe, ihr schätzt meinen Weg. Was ist denn mit euch? Aua. Oh.
Alter, das sind so krasse Frame-Einbrüche, das ist unmöglich. From Software, bitteschön. Der zinkt da hin. Das ist unmenschlich, die Frame-Einbrüche. Boah, lädt mich am Säbel. Das war aber gestern nicht so krass. Boah, Alter. Also es ist gerade ewig schade. Also ich weiß nicht, ob ihr das im Stream seht, aber das Spiel leckt auf mir brutal. Also fast. Aber schon langsam kriege ich seine Patterns. Das ist immerhin schon mal was. Ja, kaum so gestern, da bist du mit zweimal hintereinander. Okay, alles klar. Ja, das ist sowieso lost, okay. Aber weiter wir bis zu so ein Stickel bringen nicht. Im Stream wirkt's flüssig. Okay, aber bei mir vor allem bremst sie das brutal. Die Frames, die gehen, glaube ich, von 60 auf 5 runter für 2 Sekunden. Und das beim Bosskampf behindert die das halt brutal. Beim Bosskampf behindert die das brutal. Das heißt, war gestern habe ich das nicht so krass empfunden. Das kann aber auch an der Umgebung liegen. Das verbraucht auch ganz schön viel Mana. So. Aber gut, muss man halt auch fairerweise sagen, das ist halt auch ziemlich OP. Das muss man schon sagen. Ja, der erwischt mich echt. Ich glaube, der hat mir jetzt bei jedem Bossstart, bei jedem Kampfstart, hat mich der mindestens 2-mal gleich erwischt. Boah, schon wieder! Alter, was ist denn das? Seht ihr das ernsthaft nicht? Ja, okay, so viel zu meinem Elfen. Den Schlag verstehe ich nicht. Dass der mich erwischt, wie der mich erwischen kann, das geht mir gerade nicht ein. Boah, Alter. Fick dich. Boah, das ist aber echt unangenehm. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist echt unangenehm. So krasse Drops hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das hat. Vor allem, das war halt gestern nicht so. Das war nicht annähernd so. Ich glaube, ich probiere jetzt mal mit dem Reitpferd. Weil ohne tue mich da jetzt tatsächlich ein bisschen. Tue mir jetzt da tatsächlich gerade ein bisschen schwer. Ich weiß auch nicht. Aber das ist so krass, wenn er zuhaut oder wenn er sich bewegt oder du ausweichst, auf einmal, wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wie wenn das Spiel auf einmal eine Bremse drin hätte. Das ist voll komisch. Deswegen wundert es mich, dass das im Stream nicht sagt. Ja, probieren wir es jetzt einfach einmal mit dem Reitpferd. Dann werden wir das schön wie schaukeln, das Ding. No.
Aua. Was? Mein Reittier ist auf einen Schlag weg? Ist das dein Ernst? Oder mit einem Schlag? Okay, ich glaube, der Boss kann uns doch vielleicht noch ein bisschen länger aufhalten. Der kann uns vielleicht doch noch ein bisschen länger aufhalten, weil der scheint gar nicht einmal so ohne zu sein. Der ist ja ziemlich krass, wenn der mein Reittier one-hittet. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ich hätte gemeint, mein Reittier hält da wieder seine 10, 15 Schläge aus, aber... Okay. Jetzt probieren noch 2, 3 Mal und dann möchte ich aber einen Mainboss probieren, weil ich möchte mich nicht stark mit den Sachen da aufhalten. Der Noob-Filter? Ja, Elden Ring Tennis spielt definitiv noch Noob. Alter, das ist so unmenschlich, wenn er vor mir Spray so krass einbremst. Das ist wirklich unmenschlich. Vor allem jetzt hält's mehr Schläge aus. Es ist wirklich kriminell. Das ist brutal, wie die auf einmal Frames wegbrechen. Jetzt bin ich gestorben, okay, scheiße. Das ist echt krass. Wenn du so schnell bewegst oder irgendwie so, auf einmal bricht Frames, die gehen voll in den Keller. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Frames das jetzt da oben, aber ich hatte so 80, 90 Frames gehen also oben auf 10 so ungefähr. Also es ist echt heftig. Aber da haben sie ja angeblich droh. Also. Ja, dann bricht's. Jetzt zeigt man es ein wenig, ja. Wenigstens, dann wisst ihr es wenigstens eigentlich keinen Schmarrn verzeihen. Und ist das dein Ernst? Ja, ich glaube, der Boss ist nicht stark. Der ist einfach nicht stark, glaube ich. Der macht unfassbar viel Schaden. Und du kommst halt irgendwie, so Gefühl kommst du halt auch nicht an ihm. Also der hat irgendwie für Nahkampf eine Antwort und er hat für den Fernkampf eine Antwort. Da bringt mir das Reittier ehrlich gesagt jetzt auch nicht wirklich viel. Okay, einmal noch und dann gehen wir zum Mainboss, da ich sagen. Obwohl er eigentlich, so von den Bewegungen her war der eigentlich gar nicht so schwer, aber er drückt halt Damage schon rein. Der haut einmal zu, dann ist 3/4 von deinem Leben weg. War definitiv eine gute Treffersalve jetzt. Alle 3 Hunde noch am Leben, das ist gut. Oh, wir müssen aufpassen.
Ja, das ist ja das. Ich komm halt gefühlt an ihm gar nicht an. Weil sobald dass ich an ihm angehe, dann ist mir sein Pferd über den Haufen. Probieren wir es mal ein wenig mehr mit Geduld. Jetzt pass auf. Der muss ja machbar sein, das gibt's ja nicht. Frame-Einbruch. Wie kann der Schlag treffen? Ich versteh's nicht. Kapiere Sie, wie der Schlag treffen kann? Ich verstehe nicht, wie der Schlag treffen kann. Verstehe nicht. Ja, passt schon sein. Lass das gut gehen auf alle Fälle. Mir geht's nicht ein, wie der Stichschlag treffen kann. Wenn ich doch durchrollen im Endeffekt. Das ist eine ganz komische Hitbox hat der Boss. Definitiv. Okay, jetzt passt so wacht. Ich glaube, dass Faye hilft, wenn die... Ja gut, das kann ich aber wahrscheinlich auch nicht beeinflussen, wie lange das die leben, oder? Ich kann im Endeffekt eigentlich nur von einer ablenken, aber das ist halt eigentlich... Oh, geh mir nicht auf die Eier, Mensch. Ja, ich glaube, der Boss ist stark. Der ist zu dem Zeitpunkt einfach nur stark. Alter, das ist so abartig. Vor allem irgendwie, glaube ich, kriegt der auch keinen Blutungsschaden nicht. Ah, jetzt, da ist mit Blutungsschaden gekommen. Jetzt schaut's aber mal. Okay. Schnell heilen. Ich verstehe es nicht, wie der Schlag treffen kann. Mir geht das nicht ein. Ich kann das nicht verstehen. Stirb! Meine Fresse, hey. Oh. Mein Gott, so eine nervige Drecksau. Goldene helle Bade. Aber wenigstens endlich down. Fluxi, merci fürs Zuschauen. Und habe die Ehre. Aber der hat jetzt... Wie viele Seelen hat jetzt der gegeben? Der hat mir 3200 Seelen gegeben.
Ist eigentlich schon ziemlich sehr wenig für so einen Boss. Aber gut. Ich habe jetzt eine helle Bade gekriegt, oder? Ja. Aber das ist, glaube ich, eine Stärkewaffen. Oder? Ja, das ist eine Stärkewaffen, definitiv. Du brauchst da 30 Stärke und 12 Glauben, um die führen zu können. Okay. Ist eine gute helle Bade, okay. Ja gut, wir spielen ja ein Dex-Bild. Also Geschicklichkeit praktisch. Von daher für uns eigentlich eher mehr unrelevant. Aber auf alle Fälle cool ausschauen tut es auf jeden Fall. Die macht Stärke und Heiligen-Schaden, okay. Ja stimmt, da ist was gestanden, glaube ich, oder? Warte mal, Moment. Müssen wir nochmal lernen. Heilig, ah ja, okay. Was ist ein Heiligschaden dann? Ist das Magie oder was? Nein, magisch ist er eigen. Ist Heiligschaden dann so Wunder oder wie? Oder was ist das dann? Was schätzt, wie weit bist du im Spiel, Mr. John Siege? Wenn ich es jetzt mal grob vermuten müsste, da ich mir sagen, ich bin jetzt etwa bei 2%. Eher noch 1%. Das weißt du auch nicht genau, okay. Ja, nein, ist eh kein Thema nicht. So, jetzt klatschen wir noch einen Mainboss weg. Das hätten wir uns eigentlich auch noch richtig vorgenommen. Mr. Price, habe ich dir. Aber gut, ich bin so froh, dass wir den Goldenen Ritter zumindest heute on-stream geschafft haben. Das ist schon mal gut. Jetzt werden wir den Mainboss noch schaffen. Dann schaut es eigentlich schon sehr, sehr zauberhaft aus. So, da haben wir jetzt wieder das Problem. Kann man den beim Mainbossen auch rufen, die Geisterdinger da? Normalerweise schon, oder? Gut, dann muss man jetzt wieder umspekulieren, weil der hat wieder ganz anders Pattern. Aber jetzt schauen wir einfach mal, dann werden wir schön welche bringen. Ah, die kann man da auch rufen, da schon her. Genau, Wuffis, greift's ihr mal brav an. Alter, ja, wir machen viel mehr Schaden als gestern. Viel mehr Damage. Schaut euch mal den Schaden an, was wir machen. Das ist ja ungefähr 3-mal so viel wie gestern. Ja gut, 3-mal nicht, aber da wird schon. Und wir halten auch bedeutend mehr aus wie gestern. Aua. Ja, das war wieder der... Oh, Blutungsschaden ist gekommen. Das habe ich jetzt zum Heilen aber nutzen müssen. Ja moin, da ist einfach immer noch ein Wolf über. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah, das war zu spät, okay. Ah, der Stichangriff hat mir gestern schon Probleme gemacht. Aber heute schaffen wir ihn, Freunde. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ich möchte einen gewissen Angriff baiten. Den da vielleicht. Ja! Nice! Auf dem First Try halt. Großen Gegner zur Folge gebracht. Talismanbeutel. Danke dir, Sigi. Ja, hör dein Babbeln auf, du bist Himo. Zupf dich. Ja, 2 Bosse im Stream. Das ist gut. Das ist gute Quoten. Ja, aber das ist das, was ich gestern gesagt habe. Gestern haben wir den abgemüht. Und heute geht es tatsächlich ein bisschen leichter. Gut, man muss jetzt sagen, gestern hat die Wölfe noch nicht gehabt. Das muss man jetzt fairerweise auch dazu sagen. Also die Wölfe machen es tatsächlich schon um einiges leichter. Das muss man jetzt schon sagen. Das muss man jetzt schon sagen. So, da habe ich jetzt zumindest mit 12.000 Seelen gekriegt dafür. Da hat man jetzt eigentlich mal... Ich möchte Geschick auf 30 bringen. Ist Elden Ring von den gleichen Leuten wie Dark Souls? Ja, From Software. Danke für die GGs, by the way. So, jetzt habe ich so einen Talisman-Beutel gekriegt. Was können wir da jetzt machen? Ach, da habe ich jetzt 2 Slots dann, oder was? Vorhin bei der Moped-Werkstatt angerufen, hey Leute, ich brauche einen Kundendienst. Ja, wir verbinden die gar mit einem Serviceberater. Serviceberater war offensichtlich nicht mehr im Haus. Lebt man? Fragezeichen? Ist mir auch schon mal passiert, tatsächlich. Ich habe jetzt da so einen Talisman-Beutel gekriegt. Moment, kann ich das vielleicht? Kann man das irgendwo nochmal genauer anschauen? Nur mal schauen. Richtig, ja, kenne da. Erhöht die Anzahl Talismanplätze. Ah ja, okay. Aber so einen Talisman gefunden habe ich tatsächlich noch nicht. Die Talismane haben wahrscheinlich so etwas wie Ringe praktisch. Also, da jetzt mal vermuten. Da, wo wir jetzt hin müssen, ist praktisch noch ein offenes Geheimnis. Schloss Sturmschleier. Aha. Ja gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Weiter durchs Schloss, da würde ich sagen. Die Frage ist jetzt, warum da innerhalb von 10 Meter gefühlt 2-mal Orte der Gnade haben. Ach, da geht's noch rechts. Okay, ja, gut. Da geht's auch noch eine. Was haben wir da jetzt? Ach, da ist ein Innenhof. Da schauen wir mal. Aha. Ach, da können wir so offensichtlich nicht rein. Ja gut, ich darf jetzt zum vorschlagen, wir gehen mal innen rum. Merken wir uns aber... Ah, aber die, was geht bei dir so? Du hörst Radio offensichtlich, alles klar. You're tarnished, aren't you? I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Oh, try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Okay, Preisfrage. Wie kann man so ein Mordsloch in der Mauer nicht bemerken? Aber gut, scheinbar gut für uns. Mr. YBO, habe ich die, mehr Gnade, mehr gut. Da haben sie recht, da haben sie absolut recht. Ein Ghetto Blaster Holzketten, genau. Der hat Style durchgespielt, der Typ. Ich habe jetzt zwar keine Ahnung, ob das gut war, aber... Also durchs Haupttor, ich traue den Typen nicht. Ich weiß jetzt nicht, ich kann da jetzt wahrscheinlich durchs Haupttor gehen, das war wahrscheinlich auch wurscht, oder? Aber seltsam wirkt der Kauz da schon, das muss ich jetzt schon sagen. Ja, wenn wir mal schauen. Herbeirufen anderer Spieler. Benutzt eine Krummfinger-Medizin, um die Rufzeichen von Spielern aus anderen Welten zu offenbaren. Goldene Zeichen stehen für Verbündete, rote Zeichen stehen für Gegner. Die Mehrspielerpartie beginnt, sobald ihr ein Rufzeichen benutzt habt. Ihr übernehmt dann die Rolle des Wirts der Finger. Ja, freilich, als ob man einen Gegner freiwillig in My Way zaubert. Sonst noch was? Oh, da geht's oben, da schon her. Da geht's oben. Die Frage ist, ob ich dann wieder aufkomme. Wahrscheinlich nicht. Wobei, war eigentlich wurscht, oder?
Sollte man da mal runterschauen? Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Gibt jetzt zwei, eigentlich 3 Wege. Aber da rennt geht so bestimmt auch noch runter, oder? So wie ich die Welt kenne. So klang, wenn nicht. Ja, 6 da sag ich doch. Alter, wo soll ich denn da hingehen? Ah, da ist einmal das Loch. Das ist praktisch der Anus vom Schloss, was? Wenn's Gegner hast, kriegst du halt wahrscheinlich Seelen und Loot. Ja, wahrscheinlich. Das stimmt schon, Mr. Billinger. Da haben sie jetzt nicht unrecht. Aber ich weiß halt nicht, wo ich hingehen soll. Ja, toll, jetzt gehen wir da eh nicht mehr auf, oder was? Ja. Leck mich am Säbel. Das ist für ein ganz schön groß, das Gebiet, sag ich dir. Will mal schauen. Ja, der mit seiner Ghetto-Blaster-Halsketten, der ist mir ein wenig suspekt. Das sag ich dir, wie es ist. Ah, das ist schon wieder so ein da schon her. Das stinkt schon wieder nach Ärger. Ach, da geht's eh gar nicht weiter, oder was? Da kann man aufjumpsen. Ruinenfragment. Ja gut, dann gehen wir halt da mal lang. Wer wird uns schon nichts zuspringen? Bin mir zwar jetzt nicht sicher, ob das gut war, was ich jetzt gerade drin habe, aber gut. Oh, da flattert irgendwas. Ah, Hilfe! Scheiß Mistvogel! Oh, da ist ein Ort der Gnade. Ich hab's genau erlöst. Schon wieder einer! Aha, das ist schon wieder so eine Statue. Ja gut, immerhin. Oh, das ist so graus, ich weiß nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Da braucht man jetzt mal irgendeinen Leitfaden, da wo man sagt, hey, geh erst da hin, dann gehst du da hin, dann gehst du da hin. Also von da hinten haben wir rausgekommen. Aha. Ich sehe ganz genau, dass da ein Geier sitzt. Kann ich da... Natürlich kann ich da meine Rose nicht mehr. Leitfaden da auch nicht mehr. Mr. Mozzo, wie geht's dir denn in Sekiro? Ich vermute mich schlecht. Hau ab, du Vogel! Verpiss dich! Oschkeibe. Du ist noch einer. Was bist denn du, ein HP mit zwei Klingen, oder was? Alter, was ist mit dem Vogel verkehrt? Hält mich am Arsch. Schießt es, legt nicht nur an Sekiro. Warum, an was denn dann? Oder an was noch, sagen wir so. Wieder die Vögel haben komplett gestört. Oh, lebt mir wahrscheinlich da frei unterwegs. Ah, bist du bescheuert. Ich springe jetzt da mal auf. Irgendwann springt uns schon wieder irgendein Passat. Das war doch gelungen, wenn nicht. Oh, da gibt's Loot. Und dem Vogel. Achso, den können wir jetzt. Ja, das war so klar. Das war so klar. Es ist ja in der Zeitung gestanden, dass der nicht allein bleibt. Alter, was haben denn die Vögel die Nummer hier? Das ist ein Wahnsinn. Die haben ganz garstig zum Bekämpfen. Die haben aber wirklich garstig zum Bekämpfen, du bist sogar dafür schon. Aha, jetzt hast du... Boah, wo kommt der jetzt her? Ah, springen wir mal in diese Option, hä? Alter, die Vögel haben gestört. Schmiedestein Stufe 3. Freunde der Sonne, das ist ein guter Loot. So. Ja, toll. Wo geht's jetzt da weiter? Ja, aber schau, ich die Vögel schon mal meine ganze Heilung braucht. Ein Ort der Gnade war nicht schlecht, Freunde. Ha! 6, brauchst du gerade Schreiner noch, dann kriegst du schon. Oder ist das eh der, wo wir schon mal hergekommen haben? Achso, das ist der da rund. Ja, das ist gut, den nehmen wir. Da rosten wir mit an. So. Und dann sollten wir praktisch dürfen gehen, oder was? Jetzt gehen wir erstmal nach oben und dann schauen wir uns
Eventuell noch da unten um. Je nachdem. Da gibt's Loot und da hinten Loot war. Das sehe ich ganz genau. Ramponierter Lederschild. Der wird ja denn das Beste sein als das, was ich habe, oder? Oh oh, das meine ich war nicht gut. Ja, ich geh schon, ich bin schon weg. Ah ja. An das die faule Arbeit da, oder was? Oh, leck mich am Arsch. Warum denn gleich immer so fei? Ja gut, so fei... Ui, der hat Sturm. Oder was macht der? Oder was? Magie schauen, oder was? Zupf der. Jetzt bist du nicht mehr so cool da oben, oder? Ja, genau, flieg du mir, aber das meine ich, das... Ja. Ja, hau mit der... Arschloch trickert's. Ja, das Shell ist ja wirklich ramponiert. Ich sag schon, dass mir da irgendwas von der Seite anspringt und dann da oben wirft. Das kostet einen Blame verzeihen. Weil alles für den Arsch ist. Warum? Verstehe ich nicht. Aha. Ja, servus, ich warte zum Durchsaugen. Wie schaut's aus? Aha. Grüne Rune, okay, die nehmen wir. Hallo? Oh ja, da haben wir schon wieder. Erst einmal die Einrichtung kaputt machen, damit ja auch nichts passiert. Ah ja, oh, lebt mir was an der? Ist das der Metzger von dem Schloss, oder was? Oh, gut, dass unser Schwert schon aufwirft, diese heilige Scheiße. Halbmondags. Muss mir raten, Stärkewaffen, oder? Ja, Stärkewaffen. Wie eigentlich alle extra im Spiel. Also, so eine neue Geschicklichkeitswaffe, ein bisschen besser, die war nicht schlecht, glaube ich. Hakenkrallen. Ist diese Geschicklichkeitswaffen? Na, auch nicht wirklich. Weil die da mit C sogar skaliert. Das war sogar Geschicklichkeitswaffen, aber die ist scheiße. Okay, ich habe jetzt da gerade eine geheime Wand vermutet. Ja, ja, genau. Freilich meinst du, ich bin blöd oder was? Alte Soul-Spielerweisheit. Überall, wo Fassel haben, explodiert was. Hey, Moment einmal, die schauen da genauso aus wie der Zipfel Adam von vorher eben, oder? Raussplitter, okay, da gibt's Loot. Santrinas Pfeil. Was ist das schon wieder? Ist das eine Magie oder was? Schaut mir um, wenn es eine Magie gewesen war. So nice an Schlafpfeile, okay, nice. Ja, der da hinten, der wartet da schon wieder, dass er mir irgendwas ins Gesicht werfen kann, aber da spähe ich ihm nicht mit. Freunde, da spähe ich ihm nicht mit. Du hast nämlich die Rechnung ohne meinen Bogen gemacht. Schwellender Schmetterling, okay. Die eigentliche Frage war, jetzt bin ich überhaupt richtig drauf. Das ist ja das nächste. Oh, da hinten habe ich Loot übersehen. Da habe ich Loot übersehen, Freunde. Oder hat das nur so ausgeschaut? Hä? Was leicht denn da so komisch? Okay, ja gut. Ach, da muss man sehen. Ach, ich bin also ein Idiot.
Ah, der pennt. Ja, das sehe ich von da, dass der pennt. Da gehst du her, du kriegst dein Messer in den Arsch rein und dann stehst du den noch oben. Da gehst du her. Goldene Rune, okay, die nehmen wir mit. Kann ich da umspringen? Oh, das geht sogar. Nice. Okay. Schauen wir dann an, Motzok. Oh, da ist ein Tier. Ah, ich trau dir ganz... Boah, leck, ist da finster herum. Bist du bescheuert, oder was? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das war bestimmt der andere Rotzleffe, oder? 100%ig, dass der das gewinnt ist. Das Arschloch, das Dreckert. Ja, toll. Jetzt bin ich mit dem Hulk da eingesperrt. Ja, toll. Das war der andere, 100%. 100%, dass das der andere gewesen ist. Der hat mir jetzt dezent überfordert, der Typ. Das Arschloch, das... Normal soll ich den Nägel umstechen. Wo ist er denn? Ja, ich kann es halt nicht mit Sicherheit sagen, ob es gewesen ist. Das ist ja das. Aber normalerweise gehört der Regler ist angestoßen, dass das ganz aus ist. Nein. Nix gibt's. Du trötest nicht mit der Tröte. Ende. So. Ja gut, eigentlich ist der Weg da auf gar nicht so weit, das ist mir jetzt nur so lang 4 gekommen. Die Frage ist, ob ich da noch mehr rein mehr. Warum war Loot? Ah, jetzt kann ich rauslaufen. Oh, ja, das ist fein. Leckst ja schnell. Hätte mir jetzt ehrlich gesagt nicht zutraut, dass er so schnell ist. Ja gut, ich will aber eigentlich hin und meine Seelen wieder haben. Wait a minute. Kann ich den Sneaky Peeky machen? Er ist jetzt festglitscht, oder was? Das war so jetzt. Okay, System abusen, Freunde. Aber wahrscheinlich schlagt er mit der Andost trotzdem noch. So, wenn du Sneaky Peeky, also du hinter Fotze kannst, kann ich das auch. Du Arschloch, du Dreckerz. Wait a minute. Okay, das funktioniert leider nicht. Kommt nur mehr einer, oder?
Mami muss man auch hinterfotzig machen, das hilft alles nichts. Stirb, du Arschloch. Und da gibt er nur 400 Seelen, willst du mich verarschen, oder was? Aber da gibt's eine Truhe, das hat sich wahrscheinlich auch gelohnt. Krummschwert-Talisman. Oh, was ist das? Verbesserter Abwehrkonter. Ich rüste ihn einfach aus, ich weiß zwar nicht, was er bringt, aber easy. Der hat mich vorher hinterfotzig umgehauen, jetzt hab ich am hinterfotzig einen rostigen Schlüssel. Den brauchen wir mit Sicherheit für irgendwas. Schauen wir mal, das wird uns doch bestimmt, da gibt es bestimmt einen Hinweis, wo der Schlüssel passen kann. Öffnet eine verschlossene Tür auf Schloss Sturmschleier. Mhm. Und wie viele verschlossene Türen gibt es in dem Scheißhaus? Wahrscheinlich 200. Ah, vielleicht schließt sogar die da unten auf. Das kann natürlich auch möglich sein. Ah, da mag ich aber jetzt nicht oben springen. Da laufen wir einfach zurück, Freunde, weil da geht es jetzt offensichtlich eh nicht weiter. Da muss man nicht ohne Grund her. Den Schlüssel gibt es nicht umsonst einfach da. Das hat schon irgendeinen Sinn. Wahrscheinlich braucht man genau für die Tiere da herunter. Sei ich doch jetzt schon gekommen. Gibt's noch einen Loot? Wurfdolch. Ah, sechst das da? Hab ich doch gesagt. Aha. So, das ist, jetzt war ein Ort der Gnade recht. Ort der Gnade recht, Freunde. Mal ein bisschen Rüstung war natürlich auch nicht schlecht. Aber gut. Wird man wahrscheinlich so schnell nicht kriegen. Aha. Ja, Leute, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ja, der hinten lurt schon wieder durch her, aber pass auf. Müsst ihr mal außerfinden, wo man Pfeile herkriegt, tatsächlich. Na gut, der hat's hinter sich. Das ist gut für mich. Aber da stopf ich her doch irgendwo stopfen. Das her ich von da. Feuerfett. Okay. Kann man vorstellen, dass man da jetzt irgendwie seine Waffe verzaubern. Wie geht's aussehen? Dass man da seine Waffe mit Feuer verzaubern kann, durchaus. Kann man den nicht craften? Ich habe keine Ahnung, Mr. Billinger. Kann durchaus möglich sein, dass man die craften kann. Müssen wir vielleicht nur mal schauen. Ich hab's doch gewusst, dass ich irgendwas her. Obi mit dir ins Loch. Arschloch. Ja, Freunde, ich sag schon, das ist nicht so ein, die kann da nicht einfach blindlings durchlaufen. Da schon her. Und die schicke ich ins Gulag. Aber sowas von schicke ich ins Gulag. Moment einmal. Freunde, Soulspielerweisheit. Der sitzt nicht allein. Da ist einer ums Eck. Sag ich doch da schon. Oh, oder auch nicht. Na gut. So, Schwert an Arsch hat noch niemanden geschossen. Silberner Federtierfuß. Jetzt habe ich irgendwas mit Fettfingerfuß gelesen, aber gut. Ort der Gnade, Bittchen, hallo! Hey, wo haben wir denn mir? Ja, die Luft schon dünner herum jetzt, hey. Geht's nun mal, oder? Na, sag ich doch. Und hinter mir fällt jetzt wahrscheinlich gleich irgendwo so ein Trecker der Gegner oben und möchte mich da schubsen. Schwammerl. Also bei der Gestalt der Schwammerl. Ja, okay. Da wuchs der Schwammerl. Ja, gut. Gut, Freunde. So. Müssen wir da mal ein wenig vorsichtiger sein, weil das ist mir nicht ganz geheuer, da die ganze Geschichte. Aha. Ah, ich höre schon wieder irgendetwas. Wie ist der Eindruck bis jetzt von Elden Ring? Mr. Price stand jetzt eine 10 von 10. Es war eine 11 von 10. Aber die hat es aktuell noch nicht, aufgrund der Frame-Einbrüche, die es momentan noch hat, das Spiel. Jetzt gerade wieder nicht.
Aber vorher bei dem Goldenen Ritter hat es massive Frame-Einbrüche gehabt und das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen einen Dämpfer. Aber an und für sich ist das Spiel Bombe. Ich bin sehr gehuckt. Bin sehr, sehr gehuckt. Ja, servus, pfiat euch, das war's dann. Und tschüss. Du glaubst wohl nicht ernsthaft, dass ich gegen den jetzt kämpfe, wenn ich keinen Ort der Gnade nicht hab? Schau aus, als war ich besoffen, oder was? Aber das gibt's ja nicht. Da musst du irgendwo einen Ort der Gnade finden. Das ist ein ewige Streck da auf zum Rennen. Ja, wobei, so weit war's eigentlich nicht. Das kommt mir jetzt gerade so vor. Das Einzige, was ich jetzt noch probiere, weil das hab ich hab ja da sowieso nichts zum Verlieren, ist, ob ich da umspringen kann. Aber wahrscheinlich eher nicht. Springt man eigentlich, Mr. Billinger, springt man eigentlich weiter, wenn man sprintet? Und da ist auch noch Loot. Da müssen wir auch noch irgendwie hinkommen. Ja gut, das probieren wir jetzt einfach aus. Tatsächlich, man springt weiter. Du bist zu blöd für Soul-Spiele. Ja, schau ich gerade aus, als war ich nicht zu blöd dafür? Aha, da gehst du her. Ich mache meinen taktischen Rückzug. Aua. Das, wo eng immer mindestens 2 kommen müssen, das ist vielleicht schon nervt. Au, mit deiner Armbrust. Zufte. So, jetzt ein Ort der Gnade, auf der Steh. Da kommen wir zu dem Loot da hinten. Mr. Billinger, ja, man springt weiter. Ein Zirkelhammer! Da können wir eine Bude mal herrichten. Das ist wahrscheinlich eine Waffe, oder? Denken wir, Stärkewaffen. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Skaliert mit B auf Stärke. Heilige Scheiße. Was so ein Zirkelhammer alles ausmachen kann. Da sieht man es einmal, wie wichtig das Handwerk wird. Speer? Okay. Skaliert zwar mit Geschicklichkeit, aber er ist halt einfach der Schisten. Jetzt kannst du das Carport bauen, von wo sich der Birgo einhockt. Möchte das ja der Carport bauen, oder was? War das vorher schon? Habe ich das übersehen? Ach, da haben wir rausgekommen. Okay. Ja, es hilft wohl nicht. Man muss wahrscheinlich zu dem fetten Hellebarden-Typen da rauf. Aber ich mag eigentlich nicht. Gut, falls wir jetzt sterben, gehen wir noch mal kurz unten rum. Aber dann wissen wir auf alle Fälle, dass wir da irgendwann noch mal weiter tun müssen. Aber so wirklich begeistert bin ich jetzt nicht, dass ich da reingehen muss. Der hat eine fette Rüstung, Mann, bist du bescheuert, hey, der zerlegt mich in der Luft. Warum kann ich eigentlich meine Wölfe nicht rufen? Das war mal eine interessante Frage. Ich tippe aber, dass wir mich da rein müssen. Das sage ich ganz ehrlich, was das ist. Jetzt gehen wir mal im Backstep des Obergrauens und dann wird man es schon sehen. Ich hab gewusst, das ist eine schlechte Idee. Ich hab so gewusst, dass das eine schlechte Idee ist. Oh, leck ist der flink. Rückzug! Oh, was hättest du den oben vorhin können? Oh, leck, ich hab überhaupt keine Heilung mehr. Oh, der dreht sich nicht einmal um, das Arschloch. Kommt der da jetzt einer? Oder geht er wieder? Wenn er wieder geht, war gut. Dann kann man noch ein bisschen Sneaky-Peaky machen. Oh, er geht wieder. Ha! Gewusst wie! Was gehen man denen nur 400 Seelen? Die haben brutal stark. Was möchtest du mir verzeihen? Bist du mich komplett verarschen oder was? Ich brauche jetzt einen Ort der Gnade, Zifix.
Ich mag den ganzen Weg nicht noch mehr gehen müssen. Ich hab keine Heilung mehr. Das ist auf alle Fälle der Aufzug. Oder zumindest der Shortcut. Der Shortcut, den nehmen wir dir. Oh, was haben wir da? Verstehe die Frage nicht. Ist das jetzt der Ernst? Kann ich jetzt den Aufzug nicht mehr aktivieren oder was? So, da müssen wir noch weiter auf. Ach na! Die Wolf kostet nur rufen, wenn links am Bildschirm das Tor ist. Ja, ja, okay. Der helle Badetyp ist eine Ansage. Aha. Der hätte mir ja fast Hopsten nochmal sagen können. Freunde, ich bettel eigentlich nicht oft nach einem Ort der Gnade, aber jetzt war gerade mal einer ganz massiv recht. Oh, Aufzug. Bewegt sich nicht. You fucking serious? Da hinten gab's Loot. Kann man da safe umgehen oder muss ich mich da wieder ins Gulag stürzen, bevor das... Na, das riskiere ich nicht. Vergiss den Fall. Oh, da ist auch ein Hebi. Bewegt sich natürlich auch nicht. Ist da jetzt Festgroß da drin, oder was? Das gibt's ja nicht. Oh! Oh! Oh, Dankeschön. Ist gut. Freunde, den nehme ich ganz dankend an. Da wird man mal rosten. Oh, Gott sei Dank. Wo haben wir denn jetzt überhaupt auf der Map? Sturmschleier Haupttor. Aha, das war der Bosskampf da. Dann haben wir da her. Das war der auf der Klippen. Und jetzt haben wir da. Alter, wie groß ist denn die Bude? Das ist ja unfassbar. Vor allem, die 75% von meiner Map ist noch verdeckt. Ich weiß überhaupt nicht, was das für Ausmaße nimmt. Es war allerdings einmal nicht schlecht, wenn man die Kartenfragmente finden, Daten, dass ich mal weiß, wie die ganze Bude, oder generell die ganze Karten, dass ich mal Konturen aussehe. Weißt du schon? Aber so? Nicht übel. Also, wir haben jetzt zumindest mal den guten Ort, das ist ein guter Ort der Gnade gewesen, Freunde. Das ist einmal auf alle Fälle safe. So, jetzt ist da der helle Badetyp wahrscheinlich. Ach, der war 3 Stockwerk tiefer, ja. Da unten kann er rumrennen, das ist mir persönlich scheißegal. Wenn er meint, dass er da umeinander rennen soll, oder muss. Oh, da ist ein Name, einer. Achso, nein, das ist so ein normaler. Das ist so ein normaler Geschubster. Ja, okay, her da. Hau der Birnsulze! Ja, natürlich, es muss irgendein Arschloch auf der Welt geben, das will man mit dem Bogen schießen. Ja, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Hä? Leute, wieso? Achso, da kommt man von der anderen Seite. Ja, okay. Schießt du mit deinen Pfeile. Die helfe ich gleich. Leidels? Ehrliche Meinung, wie gefällt's eigentlich denn? Taugt das? Mal, die Frage hätte man zwar vielleicht ein wenig eher vorhin können, aber bis später ist nie. Ist jetzt der da umgesprungen oder was möchtest du mich verarschen? Achso, nein, da ist gar keine Öffnung nicht. Hä? Ja, da rauf können wir da auf jeden Fall nicht. Gut, ich kann ihm halt einfach auch einen Pfeil in die Lädchen schießen, so weiß ich jetzt nicht. Die Frage ist, hab ich da was davon? Weil hier können wir da jetzt offensichtlich so... Ja gut, ich glaube, ich weiß schon, wie wir da hinkommen, indem wir da auf die Walzen drauf springen und dann noch eins weiter, aber das Risiko gehe ich jetzt nicht ein, das könnt ihr vergessen. Wobei, eigentlich war es wurscht, weil wir hätten ja den Ort der Gnade, abgesehen davon. Aber trotzdem, da geht's mir jetzt ums Prinzip. Oh nein! Ja, jetzt eskaliert's. Jetzt glaube ich, krieg ich gleich massiv. Oh, leg mir am Arsch, wo kommen die alle her?
Ah, ihr seid ein Forschungshaufen, hey. Kommen zu 5 da und können sie auch nicht mehr mit mir. Sehr gut. So, looten, Freunde. Jetzt lange auf dem Forschungspunkt gesessen. Sehr gut. Gefreut mich, wenn es euch taugt. Was ich jetzt auch mal fühlen darf, war halt schon langsam mal wieder so eine goldene Saat. Damit ich mehr Heilung krieg. Sonst gibt's ja daraus jetzt nichts. Da ist einfach gerade, dass man da die Rune da aufsammelt. Ja, toll. Okay. Ja gut, dann haben wir da offensichtlich falsch. Dann sind wir da offensichtlich falsch. Vor allem irgendwie habe ich gefühlt noch überhaupt keine Rüstung nicht gefunden. Bis auf die von den Anfangstypen, die wir gemacht haben. Frage, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Ach, da haben wir über Treppen aufgegangen, ja, ich weiß schon. Wait a minute, ist das nicht weiter vorn? Tatsächlich. Ah, okay, bin am Arsch. Gut, das macht einem gar nichts, weil wir haben ja den Ort der Gnade. Ich wollte es ja nur mal probieren. Das hat jetzt so ausgeschaut, wie wenn wir da auf dem Vorsprung runterkanten. So hätte man jetzt denkt, dass man an den Loot rankommt. Aber gut. Haben wir ja Gott sei Dank nicht allzu weit von unseren Seelen weg. Die kommen uns jetzt ganz easy und entspannt wieder hin. Überhaupt kein Thema. Außer die liegen jetzt da ganz unten bei ihm. Das war natürlich jetzt ungeil. Aber ich glaube, dass die da oben haben. Ah, da leichen sie schon auf. Da schau her. Hey, haben wir vorher nicht 8000 gehabt? Gut, da oben geht es ja jetzt offensichtlich eh nicht weiter. Mit dem Aufzug geht noch nichts, da muss ja da irgendwie weitergehen. Also dahinter außer zumindest. Mal schauen. So, servus. Oh nein, das stinkt schon wieder. Ah, das stinkt ja schon wieder. Preisfrage. Aha, da haben schon wieder 7000 Fassel, die wo in die Luft fliegen können. Aha, da schon her. War so klar. Ja, die Fiegel. Mr. Price, merci dir fürs Zuschauen. Aber die Ehre, wir hören uns wieder. Haben abgesehen davon eh fast fertig für heute. Ja, da ist bestimmt noch mal irgendwo so ein anderer Guckel, der wo der Name so einen Anschlag auf mich vorhat. Haben wir Loot? Ach, das ist der Vogel, den wir vorher von da hinten oben geschossen haben. Ja gut, okay. Alter, das Gebiet ist so groß. Ich hab den Vogel ganz genau gehört. Da geh ich nicht hinter, da gibt's wahrscheinlich eh nichts. Ah, too obvious. Der war zu offensichtlich. Schmiedestein, okay. Immerhin. Achtung, geht's in das Fenster eine, sehe ich gerade. Da gibt's Loot.
Oh, Alter, wie groß ist denn das Schloss, bitte? Ich hab gerade überhaupt keinen Anhaltspunkt, nicht, von wo ich eigentlich gekommen bin. Oh, was haben wir da? Freunde, keine gute Idee. Aha. Das ist der Innenhof? Okay. Aber jetzt pass auf, da sitzen wir jetzt an meinem Marker her. Da müssen wir uns irgendwann noch mal umschauen, weil ich glaube, dass wir da noch gar nicht hergehen sollen. Jetzt mich fragst. Da setzen wir uns einmal auf alle Fälle einen Marker, dass da noch was gibt. Ach, da war der Lord, da schon her. Ich mag mich aber mit dem Typen da unten nicht anlegen. Ja, okay, da können wir anders mit nochmal her. Jetzt passt so wach. Ich möchte jetzt einmal wissen, was Phase ist. Ja, wenn ich rechts rumgehe. Die schauen wir uns jetzt noch geschwind an. So. Durchs Haupttor hat er gesagt, kann sollte man ja nicht durchgehen. Mörder. Denkt er. Aber da geht's ja rechts auch noch lang. Beziehungsweise da oben zu. Feuerfett, okay. Jetzt haben wir da ja runter, okay. Ach, das sind die Dinger, die Flocken. Jetzt sehen wir gerade, was war denn das schon wieder? Okay, und dann können wir da raus, oder was? Okay. Aber wie kommt man dann in den Innenhof ein, ist die Frage. Ja, die tut der Ausschussfeuer auf meiner Liste, gell? Das sage ich dabei schon. Ah, da schau her, warte mal, da kann man doch bestimmt. Ah, da schau her, da kann man auf. Schmiedestein, okay. Gut, aber am Ende des Tages können wir trotzdem da um. So, wie kommst du jetzt da rein, ist die Frage. Wahrscheinlich musst du sogar von da kommen, das meine ich, wird gar nicht anders. Du musst wahrscheinlich oben rum. Gut, jetzt sind zwar die ganzen Gegner wieder da, aber das waren jetzt dann Gott sei Dank nicht mehr allzu viel. Schaut mal, dass man über die Kapelle dann da rein muss und da hinten ist ein Tor. Wahrscheinlich kommst du über den Weg da rein. Kann der mir jetzt 4 stellen. Ich schwöre bei Gott, die Vögel haben so nervtötend. Ja, da kommt noch mehr einer. Ja genau, zend dein einer Ding an, hast schon recht. Es ist so abartig, was die Schaden machen. Ja, dann wird man schon da einer müssen, das wird nicht anders. Dann wird man mir da einer müssen. Weil das schaut ein wenig verdächtig aus, dass man da oben springen kann. Beziehungsweise, dass das Fenster offen ist. Okay. Das ist... Achso, nein, das ist ein Wurfwaffen.
Eigentlich mag ich nicht. Aber habe ich eine Wahl? Jetzt komme ich nicht mehr aus. Dann schauen wir mal. Ich schaue halt auch noch. Ja, wobei für Boss Arena ist das fast ein bisschen zu klein, aber. Oh, wer ist das? Ah, nice to meet you. Schaut aus wie Magier. Roger is the name. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Ja, das stimmt. Ich werde Godric besiegen. You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow Tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Okay, bei dem kann man praktisch Zauber lernen. Schwimmerstein, Kiesel, Karia, Großschwert und wirbelnde Waffe. Okay. Gut, mir spielen wir keine Magie nicht. Mr. Billinger, was heißt denn eigentlich das Symbol links jetzt? Das goldene Ding da, der Stern da, der komische. Was ist das, was hat denn das zu bedeuten? Aha, da kommen wir jetzt auf den Korridor, wo der andere Zipfel umeinander geht. Mhm. Langweilig, die wären sie ja nicht einmal. Bürgerkleidung. Achso. Ja, okay. Offensichtlich müssen wir mir da lang. Apfelteufel machen. Aber dann können wir bestimmt auch wieder Megapacks. Ja, wobei, so Megapacks wird man den jetzt wahrscheinlich nicht können. Aber wir könnten mal probieren. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist schlecht. Oh, der andere hat es blitzt. Das ist aber schlecht. Das ist wieder so eine Art. Wo kommt denn der jetzt her? Wie, die haben jetzt zu zweit? Oder was? Nein. Verpiss dich mit deiner Fackel, Mensch. Alter, ich hab keinen blassen Dunst, wie ich den jetzt gewinnen soll. Wo ist er laut da? Hätte ich vorher schon runtergehen können. Ah, aber ich glaube, dass er machbar ist. Oder auch nicht. Alter, der ist brutal. Der hat mir keine Chance drum da. Ja gut, okay. Der Ritter war scheinbar nicht das Problem. Ja gut, das probiere ich jetzt nur mal. Weil da war nämlich ein Lord, wir müssen praktisch in die Arme außen rum gehen, wenn es ist. Müssen wir praktisch auch anders machen. Weil die Vögel haben nicht ultra nervt. Da sitzt er drum. Sein Bierfassel oder was auch immer. Okay, tschüss da. Ja, mit Abstürzen hab ich's scheinbar.
Die Vögel hat der Teufel gesehen, das sagt er. Gut, der positive Punkt ist, von dem Ort der Gnade bis da oben ist nicht weit. Bis auf die 3 Vögel, die wo da extrem nerven, geht's eigentlich. Warte mal, wo haben wir vorher die Leute gesehen? Das war da ja Rind, oder? War das auf der Seite? Normalerweise ja, da ist. Du gehst her. Der Karl Ortenstein? Alter, was ist mit dem verkehrt? Ja, das ist natürlich jetzt beschissen, wenn der Lortenstein geht. Hä? Blitzt der überhaupt was? Aua. Ich weiß dem sein Movement nicht, der hat ein ganz komisches Movement. Vor allem der hat eine ziemliche Range auf die sie. Oh, Alter, was hat denn der für Range, bitte? Oh, stirb! Oh, Herrgott, Seele. Schulden des verbannten Ritters. Ja, also der schaut wahnsinnig verbannt aus, der Typ. Was waren das? Stulpen? Aber wie jetzt? Der ist ja schlechter wie die, wo ich hab. Was ist das für ein Scheiß? Ja gut, da scheint jetzt zumindest mit Luft rein zu sein. Oh, da ist eine Nebelwand da unten. Sehe ich von da. Oder muss er irgendwie einen Shortcut geben? Das geht ja gar nicht anders. Waren auf jeden Fall unsere Seelen. Nehmen wir natürlich wieder mit. Ich hab keine Heilung mehr. Schwelender Schmetterling. Der Leiche, okay. Goldene Rune. Ja, aber da muss ja irgendwo einen Shortcut geben, das gibt's ja nicht. Das hat... Stulpen sind Armschienen. Guter Einwand. Aber die haben besser, die nimmer. Wie schaut's mit Rollen aus? Passt. Nimmer. Mehr Rüstung, mehr gut, Freunde. Ich muss mir ein wenig umwenden. Oh, da ist schon wieder ein Hackfleisch, hast du nicht so Hacker. Du bist zaubert schnell für so große Waffen. Gut, der ist jetzt da für nix, oder was? Gibt's ja nicht. Ah, das da drunten schaut nach Arena aus. Das schaut sowas von nach Arena aus da und... Oh mein Gott, was ist denn das? Hey, Moment einmal, ist das nicht der Tutorial-Boss? Ja, die mache ich nicht, das kannst du vergessen. Zumindest nicht heute. Ich komme irgendwann für die, aber nicht heute. Ja, der hat's auch hinter sich. Sonnensackel. Oh nein, nicht schon wieder sicher, ne?
Für mich, dass die ja Luderin ist. Okay. Ja, I guess I'm dead. Wobei, kann man wieder... Der hat sich unverhofft umdreht, der Typ. Wo geht er? Wo ist er jetzt? Ist er jetzt weg, oder was? Ist er runtergefallen? Ich höre ihn noch, aber wo ist er? Ich höre ihn noch stapfen, aber ich sehe ihn nicht. Gut, schön für mich. Scheinbar ist er weg. Na gut, dann. Wenn das so ist, nehmen wir den Loop mit. Schleier des Imitators. Was bitte? Ort der Gnade, maybe? Oh, da hinten ist wieder so einer. Ort der Gnade war jetzt flauschig. Ja, da ist der Bossraum. Da ist Bossraum. Kann ich nicht mehr Map aufrufen. Nicht. Ja, aber das gibt's ja nicht. Da muss ja irgendwie dumm gehen dann, oder nicht? Der Ritter ist garantiert da oben gefallen, sag ich, wie es ist. Ah. Goldener Federtierfuß, okay. Jetzt haben wir da außerhalb. Ja, toll. Oh. Oh, lüge ich denn? Ja, da kann man sich jetzt auch fallen lassen, aber... Jetzt sind wir da auf der anderen Seite. Ach so, da können wir jetzt... Ah, okay, das war Shortcut. Ja toll. Was bringt mir jetzt das da? Gar nichts. Okay, das Gebiet ist verwirrend, ich verstehe die Frage nicht. Da geht's noch raus, oder was? Ah. Eingelegter Schildkrötenhals. Ich kann mir nichts Schönes vorstellen. Ehrlich nicht. Steinschwertschlüssel, okay. Ja, aber sonst weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich da weitergehen soll. Keine Ahnung. Ich glaube, dass wir da erstmal nicht weiterkommen. Wir sollen mal ganz woanders hin, sage ich gerade. Ist mir mehr da um. Ja gut, okay. Ja, gerade aus
durch irgendwie? Hütte am Sturmhügel? Das ist der Tunnel zum Schloss. Also irgendwo da, scheinbar. Keine Ahnung. Gut. Freunde der Sonne. Sind wir für heute durch. Haben wir eigentlich ganz gut vorangekommen, muss ich sagen. Haben wir 2 Bosse geklatscht. Ein Mainboss und ein Nebenboss. Der Nebenboss war tatsächlich ein wenig schwieriger als wie der Mainboss dann tatsächlich. Was soll jetzt gesagt? So der Tag ist durchgeknetet. Bist wieder fresh, praktisch. Bist wieder fresh, Mr. Saiching. So, na also, wie gesagt, ich bin immer noch sehr begeistert von dem Spiel, bis auf das, dass es halt ein paar Frame-Einbrüche hat. Ein dritter war schon noch gegangen, ja, ich habe keinen mehr gefunden. Ja gut, den da unten. Aber den da unten wollte ich jetzt beim besten Willen nicht machen. Also, ich glaube, dass wir uns beim nächsten Mal am Wochenende mehr wieder auf der Overworld so umschauen. Ich weiß halt jetzt aktuell überhaupt nicht, wo ich hingehen soll. So, beim Schloss geht es nämlich gefühlt gerade überhaupt nicht weiter. Aber wahrscheinlich muss man da unten dann den Typen da machen. Also das komische Krebsding. Der Rücken ist 20 Kilo leichter, das ist recht, wenn es der Käufer hat. Aber werden wir uns halt nächstes Mal einfach wieder ein wenig mehr in der Overworld umschauen. Da finden wir bestimmt einmal wieder den einen oder anderen Boss. Das Einzige, was man jetzt so angeht, es war halt tatsächlich wirklich nicht schlecht, wenn man ein bisschen klarer sehen darf, hey du, da hier ist jetzt Hauptquest, wenn du hingehst, treibst du die Hauptquest voran, dass man einfach weiß, okay, wenn ich jetzt da hingehe, dann treibe ich meinen Story-Fortschritt voran und alles andere ist halt optional. Ja? Das war halt so das Einzige, was ich mir tatsächlich von dem Spiel ein wenig wünschen darf. Ich meine, klar, man hat zwar die Hinweise mit dem Faden so, wo man hingehen soll, aber es sagt jetzt auch, also irgendwo im Schloss umeinander gehen, aber ich finde halt so tatsächlich jetzt nichts. Aber gut, das ist jetzt ja mal auf hohem Niveau, an und für sich, das Spiel ist sehr, sehr gut, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Es kann sein, dass ich mich offstream so ein bisschen umschaue, wie gesagt, ich werde nichts Story-Relevantes nicht machen, ich werde keine Bosse nicht machen, weder Mini noch Hauptbosse, Hauptbosse sowieso schon gleich überhaupt nicht. Ich werde mich vielleicht in dem Schloss noch mal ein bisschen besser umschauen, vielleicht übersehe ich irgendwas und wenn ich das dann tatsächlich gefunden habe, dann sparen wir es natürlich für den Stream auf. Aber ich kann euch nicht versprechen, dass es bis Wochenende aushält, dass ich nicht Elden Ring spiele. Ja, das wird tatsächlich schwierig. Aber wie gesagt, den Hauptcontent, alles was irgendwie relevant ist, sorge ich im Stream her, sowieso klar. Gut. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, nächster Stream wird es auch am Donnerstag, das habe ich schon angekündigt in Discord. Ausrufezeichen Discord an der Stelle, wer noch nicht drauf ist, an alle Neuen. Vielen lieben Dank dafür. Schaut gerne da mal drauf. Kommt einmal in der Woche ein Streamplan online, da wisst ihr genau zu welcher Tageszeit, also an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit und was für ein Spiel gespielt wird. Könnt mit mir schmatzen, mit der Community, es sind schon mittlerweile 40 Leute drauf. Je mehr wir haben, umso besser wird es. Je mehr geschubste, umso besser. Ja? Dann ist doch viel lustiger, den Weg selber suchen zu müssen. Definitiv, ja. Das stimmt schon. Man muss halt selber schauen, wo man bleibt jetzt in dem Fall. Aber ist auch irgendwo wieder interessant, weil dann findest du wieder irgendwelche Sachen außer die du einfach so nicht mit denen du so nicht gerechnet hast. Genau. So, und falls jetzt du da gerade zum ersten Mal oder wieder mal da sitzt, dann check einmal aus, ob du noch kostenlos followen kannst, ja. Lass mir gerne mal einen Daumen da. Wir sind fast bei 100 Follower. Das ist eigentlich absoluter Wahnsinn. Aber schau mal nach, vielleicht hast du noch nicht gefollowt, dann drück den gerne mal, der darf mir schon helfen und der kostet, wie gesagt, nichts. Vielen Dank dafür. So, wer ist denn jetzt online? Jetzt müssen wir mal schauen. Aha, ja, genau. Ich glaube, ich schicke ihn zu der Fichterli weiter. Ecki hat ein B-Day. Der Ecki hat aber seine Viewer, tatsächlich. Freunde der Sonne.
ich schicke ihn zu der Fichteli weiter. Die haben wir, glaube ich, gestern auch gedreht. Wann haben wir nicht das letzte Mal gestreamt? Gestern. Da habe ich auch zur Fichteli geschickt. Ist eine Abonnentin und Moderatorin von mir. Die ist sehr oft bei uns dabei. Sehr liebenswerte Person, die spielt Blue Fire. Ich hätte eigentlich gemeint, dass der mit schon durch ist, aber scheinbar nicht. Lasst der gerne auch mal ein Following da. Da freut sie sich bestimmt. Der Raid Command hat der Mr. John Siege schon in den Chat geschrieben. Für alle Non-Subscriber den Command einfach für Non-Subs kopieren und für alle Subscriber den Subscriber-Command kopieren und bei der Mrs. Fichteli posten. Dann weißt du genau, dass die Party-Gang jetzt einruckt. Ja? Wie der Putin in der Ukraine. Oh Gott, der war schlecht. Na, vergesst ihn wieder. Habe ich nicht gesagt. Das war geschubst. Über das macht man keine Witze, Freunde. So. Genau. Ansonsten sehen wir uns am Donnerstag wieder. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend. Merci fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Und haut euch rein. Aber ich bin für heute raus. Viel Spaß bei der Mrs. Fichteli. Auf Wiederschauen.